Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, ja, wieder knapp 4000, ist in Ordnung. Kann man so nehmen, kann man es akzeptieren. Und das wuchernde Unkraut hat ein bisschen schade angerichtet, alle hopp. Alex hat halt Geburtstag. Der fährt, soweit ich weiß, auf ein volles Frühstück total ab. Aber mal gucken, ob man das überhaupt herstellen können, das Zeug. So. Erstmal hier wieder die tägliche Pflichte. Leverwash, bisschen Streichler. Dann Wetter, klar und sonnig. Die ist aufgeregt. Ja, einen Kuss will sie man trotzdem nicht geben. Schauen wir nochmal. Volles Frühstück, ob man das hin. Das brauche ich auf jeden Fall. Und jawohl. Kann ich ja alles machen. Ei. Krummbeer und Öl. Weizenmehl und ein Ei. Ohne Milch. Okay. Halte mal den Gaul an. So, die Schattenmayo kann ja dann auch erst einmal weg. Clint, gib mal Rezept für Algesuppe, damit ich wieder besser Erz abbauen kann. Kent, ja, hat man wieder im Geräteschuppe Kirschbaum gefunden, warum nicht? So, Öl brauche ich. Krummbeer brauche ich noch. Dann was noch? Was war dann noch? Weizenmehl war da, glaube ich, noch, ne? Eier und Milch. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo habe ich dann meine Kirschbomberei? Habe ich die zufällig hier irgendwo? Ne, jetzt lagert sie hier. Na gut. Radiesle muss ich noch kaufen. So. Na, die Melonen sind auch schon reif. Perfekt. So, warte mal. Bisschen Weze. Dann holen wir noch 4 Weze beim Pierre. Und Nummer 39 Tofu. Warte mal. So. Okay. Die Melone sehen auch schon super aus. Und dann schauen wir mal, wo das wuchernde Gras AG Beschäde gerichtet haben soll. Also 29, 24, 4. Und dort drüber sieht noch alles okay aus. So, bei euch Tierler. Jawohl. Dann einmal nochmal durchstreichler. Ist ja hier der wandelnde Streichelzoo. Und du nochmal. Okay, Milch brauche ich auf jeden Fall. Nehmen wir gleich mal eine von denen raus. Dann machen wir das so. Und so. Und 2 Eier brauche ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Dann Nummer 1. Und Nummer 2. So, hoppla. Habe ich sie alle gestreichelt? Jawohl. Gut. Das Ente-Ei, 2 Eier normal und ein Iridium-Ei. Entschuldigung. Okay, dann machen wir uns mal ans Kocher. Wir brauchen einen Kartoffelpuffer. Wir brauchen Pfannkuchen. Wir brauchen ein Spiegelei. Und dann können wir volles Frühstück kochen. Perfekt. So, ich verwechsel die 2 Typen leider immer. Alex, genau. Sam steht auf Kaktusfrüchte, wenn mich nicht alles täuscht. Machen wir kurz Platz, Leverwurst. Oh ja, da sind ein paar Dinger schon gut. So, die holen... Upsala, die holen... Nein, was machst du denn da? Entschuldigung. So, ja, okay. Die kommen dann dafür auch sofort wieder raus. Gut. Also die obere Reihe habe ich jetzt schon wieder soweit durch. Dann heben wir einfach mal... Hör da mal auf. So, jeweils einer offenen Iridium-Qualität Käse.
Und die Rest werden verkauft. Bei Melone muss ich gerade noch mal gucken, wo ich Melone gelagert habe, weil für die pinke Torte brauche ich nämlich auch Melone. Wo habe ich dann meine Melone gelagert? Du Hämmerser. Okay, du erhöhen wir gleich mal auf 10er. Hier packen wir noch 4 Reihe von der normaler. Und der Rest wird gleich einmal verkauft. So, das kommt wieder durch Reihe. Dann 24 Radiesler, 39 Melone und 4 Weze. Nicht ja, genau, Weze. Nicht vergessen. Neide mit und Neide mit. So, dann gibt es auch 24 Wezemehl wieder. Alle Hopf, machen wir mal unsere Shopping-Tour. Und dann muss ich noch gucken, wo eventuell was A-Gericht war ist. So, hier. Dann schauen wir mal. Dumm. Und ins Gewächshaus muss ich natürlich auch nochmal zum Wässern. So. Hier draußen. Riffbarsch will das Sättel, dann muss er mal drauf verzichten. Ich will erst nochmal das Zeug richtig haben. 4 Mol. 24. So. Und Melone. Braucht 12 da. Kriegen wir noch hier. Machen wir 39 draus. Okay. So. Entschuldigung. Alex. Oh, Schorsch hat nochmal Sequenz. Ich komme einfach nicht dran, wenn ich nur aus dem verdammten Stuhl ausstehen könnte. Dankeschön, junger Mann. Es war vor 30 Jahren. Ich habe in eine Kohlemine geschufft. Wir waren kurz vorm Ende von unserer Schicht. Da war ein Spalt, hat noch aufgebrochen, wäre Messer. Hab vorgehabt, ein Stück Dynamit hochzujagen, aber mein Fuß ist an einem Sprung hängen geblieben und ich hab's fallen lassen. Das Dynamit ist dann beim Aufprall direkt explodiert. Das nächste, an was ich mich erinnere, ist, wie ich im Krankenhaus gelegen habe und sie mir gesagt haben, ich hätte nie wieder gehen können. Und das war's. Da hab ich mir gedacht, dass ich einfach nur zu alt bin. Kannst aber Gift drauf nehmen, dass ich ohne den Unfall fit wie ein Turnschuh wäre. Du warst sehr nett zu mir, junger Mann. Ich weiß das ja auch zu schätzen. Wenn du alt bist, vergisst ab und an mal, dass sich die Leute um dich sorgen. Da vertraut er uns schon sehr viel. Ah, die Frau auch noch. Das ist natürlich was Lieberes als die tragische Geschichte, wie er nämlich gehen konnte. Oh, Ackermann, du freust dich, was hier so gut riecht. Ha, es ist nett von dir. Ich back gerade mal berühmte Kekse. Ui, Kekse. Hier, warum versuchst du da nicht einer? Oh, die klingen aber hart. Gleich mal neu gecrunched. Und was sagst? Oh, das ist gemein. Das kann ich auch keiner Oma sagen. Das ist natürlich lecker. Oh, danke. Ich kenne dich wohl gut genug, um dir mal Rezepte verraten. Aber sagst wirklich, kein weiter. Du hast gelernt, wie man Kekse macht. Ja, danke. So, für dich, mein Lieber. Oh, ist halt mein Geburtstag. Ja, stimmt wohl, danke. Das ist nett. Jetzt sind wir schon bei 4 Herzen bei ihm. Ist kein gutes Wetter verspart. Nee, nicht wirklich. Aber egal, ich kann immer noch Gewichte heben. Ach Gott, du Maschinen. Okay. Jetzt haben wir mit ihm anscheinend auch ein Herz-Event freigeschaltet. Jetzt, wo wir bei 4 sind. Guter Bu, Dusty. Oh. Du bist der Einzige hier, der mich versteht. Niemand sonst hat Dinge gesehen, wie wir es erlebt haben. Komisch, hätte ich mal wieder aus der Büsche rausgeschossen.
Ackermann, hast du das gerade gehört? Ja, natürlich habe ich es gehört. Ich rede nicht wirklich gern drüber, aber ich wär's da mal erklären. Hast du dich je gewundert, warum ich bei meinen Großeltern wohne? Wächst, mein Papa war kein guter Typ. Er hat alles an mich und meine Mama ruiniert. Die Hälfte von der Zeit war er weg. Und in der anderen Hälfte hat er nur gesoffen und mir vorgeworfen, wie wertlos ich sei und dass ich nie etwas wäre tät. Ich glaube, er hat mal übel genommen, dass ich jung bin. Verbittert, weil er seine Jugend verschwendet hat und uns im Leben zu nichts gebracht hat. Naja, das ist zumindest meine Interpretation, wer weiß schon, was in seinem Kopf vorgeht. An einem Tag mal ist er verschwunden und kurz danach ist meine Mama krank geworden und gestorben. Ich habe keinen Rival gehabt, als war meine Großeltern einzuziehen. Du siehst noch jemand aus, dem ich vertrauen kann. Deswegen erzähle ich dir das, Ackermann. Ich will kein Mitleid. Wenn meine Vergangenheit etwas Gutes hat, dann nur, dass er mich stark gemacht hat. Jetzt zeige ich dir mal, was das tiefer gegrilltes Steak macht. Oh, da machen Hunde bestimmt viel für so ein gegrilltes Steak. Ja, guck mal, wie er sabbert. Oder seewart ist ja eigentlich das richtige Pelzerwort. Guck mal, wie er seewart. Mag Steak wohl genauso gern wie ich. Och Gott. Okay. Jetzt haben wir das auch. Alex ist jetzt wohl auch ein Kumpel von uns. Der hat auch eine schwere Kindheit gehabt. Ja, da tun sich mittlerweile richtige Abgründe auf, wenn man mal mit den Dorfbewohnern ein bisschen befreundet ist und mal so hört, was die Leute so alles mitgemacht haben. Ne? Aber ich finde, dem hätte nichts Besseres passieren können, als bei seiner Großeltern zu landen. Weil die Oma ist ja schon eine ganz Levi. Und der Opa, ja, der ist halt ein bisschen verbittert, der Mann. Aber das kann ja auch ein lieber Kerl sein, das wissen wir ja auch. Von daher kein Problem. Ich glaube, da ist aber der Richtige gelandet. Die werden halt ein bisschen altmodisch sein, die Leute, aber das macht nichts. Hauptsache es sind gute Großeltern. So. Und ich denke, die kümmern sich auch gut um ihren Enkel. Das sind das genaue Gegenteil von dem versoffenen Vater. Bei dem er hat leben müssen, der arme Kerl. So. Entschuldigung. Und warum der Schorsch so verbittert ist, haben wir jetzt auch erfahren. Der hat wohl als Kohlekumpel geschafft und ist durch den Unfall leider bewegungsunfähig geworden. Beziehungsweise ja, gelähmt halt. Das tut man halt auch leid, vor allem wenn es wirklich ein Arbeitsunfall war. Da kann man leider sehr schnell verbittern bei so einer Geschichte. So, das hat noch gelangt. Perfekt. Dann versteht man vielleicht auch eher, warum der Kerl so tickt, wie er halt tickt, ne? Gut, da haben wir wieder genug Käse. Und... oh ja, hier ist wieder die Ernte gut. Das freut mich natürlich. Hier unten sieht es normal aus mit einer Pepperoni. Dann machen wir erstmal den ganzen anderen Kram hier ab. So. Steht sowieso Sache, dass wir vielleicht noch eine Runde in die Mine gehen sollten. Einfach nur, um noch an ein paar Artefakte dran zu kommen. Damit wir auch noch relativ bald in die Kanalisation können. Okay, mir noch genug Platz im Inventar, ne, dass uns derselbe Quatsch noch einmal passiert. So, okay. Halte mal den Gaul an. Erstmal auffüllen. Dann machen wir hier weiter. Gut. Den Quatsch schon draußen müssen wir wenigstens nett gießen bei Regen. Das finde ich immer sehr toll. Dann gucken wir noch, was unsere Felder dazu gestoßen sein soll. Angeblich von wegen Unkraut. Aber normalerweise haben wir ja den Feldweg noch... ups, der Feldweg noch außenrum. Ehe damit die gröbste Schäden an den Feldern nicht passieren. Sondern dann zuerst einmal den Weg beeinträchtigen. Okay, da ist nichts passiert, wie es aussieht.
Da gucken wir nochmal hier rein. Die habe ich natürlich mal wieder sehr geschickt geparkt. Hier ist auch nichts passiert. Hier auch nicht. Dort drüber auch nicht. Ich weiß nicht, was da los sein soll, angeblich. Warte mal. Checken wir das gerade nochmal ab. Da. Ah ja, da ist wahrscheinlich hier, ne? Einfach ein bisschen Holz hingefallen. Dann machen wir doch mal den Weg ein bisschen frei. Und machen nochmal so einen Trittsteh. Und dann läuft das wieder. Okay. Moment. So. Die 6 kommen nämlich durch Reihe. Und der Rest schmeißen wir gerade wieder rein, wo es hingehört. Außer, Moment, immer die falsch. Okay, da haben wir auch alles, was sein sollte. Dann kann das nämlich auch fort. Die Mayo, das Holz. Und in den Keller können wir jetzt auch schon mal. Dann kann nämlich der Kram nochmal rein. Dann sind wir jetzt nämlich erstmal wieder dabei, hier die obere Reihe aufzufüllen. Gut, gut. Na, was sagst du noch? Geldprobleme? Wir? Aber wir doch nicht. So, der wollte doch einen Kugelfisch haben. Was war noch? Ein weißer Thun und die Schädelhöhle. Okay. Gut, wir haben im Prinzip jetzt schon alles erledigt, was ich wollte. Da gucken wir noch, ob der Reisewache zufällig da ist. Und ob da ein Kugelfisch möglicherweise noch vor uns drin ist. So, das Ding muss weg. Dann müssen wir da rumreiten. Alter Falter, mittlerweile. Die Wege, die Wege. Hier ist auch noch was. Ach, du liebst, Herr Kettel. Der hat sich mal wieder ins Koma gesoffen, der Kerl. Aber Mann. Naja, vielleicht weil ich ihn seinen Job gekostet habe im Joja-Markt. Super nett. Mein Leben. Es ist ein erbärmlicher Blitz. Guck mich doch mal an. Warum versuche ich es überhaupt? Ich bin so klein und dumm, um Kontrolle über mein Leben zu gewinnen. Ich bin nur ein Stück Müll, was vom Wintervogel getroffen wird. Ich komme in letzter Zeit oft her, guck runter. Vielleicht kann ich hier endlich Kontrolle über mein Leben erlangen. Die Klippe. Ich hab zu viel Angst. Bin zu besorgt, wie immer. Ackermann, alles, was ich mache, ich schaffe, schlafe, mich besaufe, um meinen Selbsthass zu vergessen. Warum sollte ich weitermachen? Sag mal. Sag mal, warum ich jetzt nicht sofort die Klippe runterrollen sollte. Oh Mann. Ja, das ist die Standardfloskel. Das... Ja, es wäre eine Sünde. Ja genau, du damit kannst du einem Besoffener sehr helfen. Ich denke mal, Sarah, die zwei wären die Beste, aber das ist wohl das, was am meisten sitzt. Dass Jess ihn braucht, weil er wie ein Vaterfasser ist. Du hast recht, Jess. Oh Gott, ich bin eine schreckliche, egoistische Person. Es fühlt mich richtig scheiße. Ja, sollte auch mal. Ackermann. Vielleicht könntest du mich in ein Krankenhaus bringen? Ja, machen wir mal. Meine Fresse. Ich habe eine Mare ausgebombt und rehydriert. Er wird sie überstehen, aber es ist gut, dass du ihn hier hergebracht hast. Ach.
viel Alkohol ist furchtbar für den Körper, aber jetzt mache ich mal am meisten Sorge wegen seiner mentalen Gesundheit. Wenn er zu sich kommt, werde ich ihn mit dem Behandlungsoptionen retten. Ich kenne einen exzellenten Berater in der Nachbarstadt Suzu. Ja, dann sollte er mal einen Entzug machen, ne? Das Leben kann manchmal schmerzhaft sein. Aber es gibt immer die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Total muss Sklave. Hoffen wir es mal, dass der Kerl sich bessert. Das waren jetzt mal 3 ziemlich tragische Geschichten. Meine Fresse. Das sind ja 3 richtig kaputte Gestalter. Okay, also irgendwie müssen wir jetzt auch noch an die Artefakte dran kommen, aber ich glaube, um die Zeit gehen wir in K-Mine mehr rein. Von daher wäre ich lieber nochmal hier ein bisschen die Stäbe brechen. Und bei deiner Geode, wer weiß, als was du rauskommt, das ist vielleicht gar nicht mal so das Dümmste, was man machen kann hier. Einfach mal eine Runde Stäbbrecher. So, dann können wir noch das Holz hacken. Einfach nur damit der Kruscht auch aus dem Weg ist. So. Okay. Dann. Hey. Alles klar. Da haben wir noch ein bisschen Holz. Also zumindest das lose Zeug können wir mal einsammeln. Das ist ja sowieso nur im Weg hier, ne? Wobei... können wir genauso gut den Baum hier umfällen, ne? Der ist nämlich auch eher nur im Weg. Und ein bisschen Harz wird uns wahrscheinlich auch nicht schade. So. Damit der Weg zu der geheimen Welt am wenigstens ein bisschen frei ist. Ansonsten, wenn wir wieder ein paar mehr Stehen hier, so wie hier, dann machen wir das auch noch weg. Hoch, wo habe ich denn jetzt mein Gaul? Ah, da. Okay. Oh, hier ist viel. Machen wir das noch, weil die Stäbe können wir definitiv gebrauchen. So. Das Holz holen wir uns auch noch bei der Gelegenheit. Weil wenn wir jetzt schon mal extra viel Energie parat haben, warum nicht? So. Alle hopp. Weg damit, komm schon. Und weiter geht's. Weil 950 Holz werden wir auf jeden Fall noch brauchen, wenn wir Pam ein Haus bauen wollen. Und nicht wollen, dass die Frau weiter hier im Wohnwagen leben muss und wie so ein Assi hier das Stadtbild versaut. Okay. Du ist die Pam schon so ein bisschen der White Trash hier vom Sterne-Tautal. Okay, dann das noch weg. Und Penny lebt ja auch noch bei ihr. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, Pam ist ihre Mutter, ne? Dann müssen die auch nicht wie die Ghetto-Leute hier leben im Wohnwache und haben dann auch mal wieder was Gescheites, wo sie drin wohnen können. Von daher, das machen wir. Es kostet halt eine halbe Million, da müssen wir halt ordentlich Geld sparen. Aber, so what? Hauptsache, die müssen nämlich wie im Ghetto hausen. Okay. Großartig viel habe ich jetzt auch nicht mehr. Steht Sache, die nächste Runde, die geht jetzt, nachdem wir jetzt wieder Batterie gekriegt haben, die nächste Runde Batterie geht für Laterne drauf. Weil Iridium-Sprinkler können wir nicht machen, weil wir kein Iridium mehr haben. Das heißt, wir müssen als nächstes in Laterne investieren. Na, wo ist denn mein Gaul hier? Ah, da. Ja, ist gut versteckt. So viel zur Laterne. Wie gesagt, wir könnten doch nochmal irgendwo in die hier stellen, weil wir brauchen das Licht auch einfach. Gut. Destorei, wo es hier gehört. Hier war der Harz, ne? Genau. Siggi, du findest Helm. Du war mal schon. Abigail liegt schon im Bett und Moja haben wir erstmal nix vor.
Dann gehen wir mal eine Runde Penner. So, uiuiuiui, jetzt möchte ich mal gucken, wie viel der Käse so wert war. Ja, da haben wir schon ordentlich dafür gekriegt, ne? Und die Melone, die lohnen sich natürlich nochmal richtig gut. Aber von den Käse haben wir definitiv auch sehr viel gekriegt. Das war es dann doch nochmal wert. Sehr schön. Moin. Ja, sie hat mal ihr Meerschweinchen gefüttert. Der Geruch stört mich garantiert nicht. Das war mal wieder schön in die falsche Richtung gegossen. Und unser Sonnenblume kommt auch allmählich. Sehr gut. Ja, das sieht doch allmählich richtig schick aus hier. Was mich rote, wieder 6 normale. Ah, 7 mal, das mal. Alles klar. Der Rest kommt mal wieder rein in die Kiste. So. Was sagt der Fernseher? Königin der Soßen. Ahornriegel. Das wusste ich jetzt noch nicht. Alles klar. Und Meier ist wieder klar und so nicht. Gucken wir doch mal, ob jetzt hier mittlerweile auch wieder Zeug, jawohl, wieder gereift ist. Ausgezeichnet. Wenn wir jetzt noch und noch halt wieder Zeug kriegen. Oh. Motto, das Suffkopf. Hey. Oh Mann, wie sag ich denn das? Es tut mir wirklich leid, was bei der Klippe passiert ist. Das war saumäßig peinlich. Ja, du hast einen ernsthaften Weckruf gebraucht, Kumpel. Ich weiß, deswegen habe ich vorbeigeguckt, um dir davon zu erzählen. Ich wäre ein Therapeutbesucher. Harvey hat mir seinen Kollegen vorgestellt. Jedenfalls, danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Und ich wollte, dass du weißt, dass ich die Dinge jetzt ein bisschen ernster nehmen werde. Ich will niemand zur Last fallen. Das ist gut. Ist auch sehr höflich von ihm, dass er das persönlich nochmal angesprochen hat. So, den Schampel schmeißen wir jetzt mal weg. Ist definitiv hocharschständig von ihm, dass er dafür nochmal extra zu Besuch kommt. So, das wieder 3. Unsere Sternefrüchte sind jetzt mittlerweile auch gut. Das ist natürlich auch sehr geil. Da holen wir uns dann wieder was Neues. Wir holen nicht schon wieder Sternfrüchte, sondern wir holen was anderes davor. Okay, hier erstmal eine große Streichelzoo wieder machen. Und komm schon. So. Gut. Dann die Tiere wieder rauslassen. Halte mal den Gaul an. So. Dann das Ente-Ei nur noch. Okay. Echt? Sonst nichts anderes mehr. Na gut. Die Wolle. So, dann die anderen Tiere. Na. Bei euch läuft alles gut. Super Sache. Dann holen wir hier noch was ab. Und zwar hier, hier und hier. Dann raus mit euch. Und hier. Und die Iridiummilch. Und die Goldwolle von unserem glückliche Schaf. Jawohl, die Melone-Ernte ist auch mal wieder gut. Das freut mich natürlich. So, die werden auch gleich verkauft, die Dinger. Warte mal. Das holen wir auch gleich noch mit die 3 Weizenmehl. So, ui. Der Pershingbaum ist auch gut. Saumäßig gut. Ja, schick sieht es aus, ne? Dann holen wir hier noch den ganzen Kram, der jetzt auch noch gut ist. Sehr schön. Äußerst schnafter das Ganze. Okay, nichts vergessen. Sehr schön. Hier noch die Nachzügler, die ich beim ersten Mal dummerweise nämlich noch gepflückt habe, wegen Platzmangel im Inventar. Okay, dann fangen wir mit dem Gießen nochmal an. Sehr schön. Und weiter geht's. Ach ja. Ich bin auch froh, dass ich jetzt vor kurzem bei der letzten Aufnahme-Session habe ich einen Lufia-Marathon gestartet und habe dafür auf Stardew Valley-Aufnahme verzichtet.
damit ich mit Lufia fertig werde. Weil wenn ich nur Zielgerade vor Augen habe, dann möchte ich das Projekt auch sauber beenden. Und nicht so mit den letzten 2 Episoden oder 3, die noch ausstehen würden, dann nochmal im Leere rumfuchteln. Deswegen habe ich das alles nochmal in einem Zug beendet. Und Zug ist ja auch das absolute Stichwort. Und ja, wie gesagt, das war mir persönlich einfach wichtig, damit ich das nochmal sauber beenden konnte. Und da freue ich mich auch schon auf den Nachfolger, den ihr liebe Zuschauer, gewählt habt. Und zwar habe ich euch auf Facebook die Wahl gelost. Wollt ihr Resident Evil 1 Remake als Let's Play oder wollt ihr das vielleicht als Stream haben? Ich wäre ja auch mal wieder sehr dafür, dass wir mal wieder einen Stream machen, ihr liebe Leute. Von daher, ja, freue ich mich jetzt schon sehr drauf, Resident Evil 1 Remake und dann auch noch die Jill Valentine Kampagne für euch zu spielen, wie ihr es bei mir gewählt habt. Ach ja. So, hier wieder runter. Und hier wieder, weil ich finde es auch mal wieder schön, Horror-Let's Play zu machen, auch mit Facecam und allem drum und dran. Da freue ich mich persönlich sehr stark wieder drauf. Ich habe halt das Resident Evil 1 Remake im PlayStation Store gesehen und konnte einfach nicht widerstehen. Zumal ich gedacht habe, das wäre damals nur für die GameCube erschienen. Aber, zum Glück hat auch PlayStation Update gemacht. Kein Update, ach, ein Remake davor gemacht. Beziehungsweise hat das Remake als Remastered-Version mit aufgenommen, was ich ziemlich geil fand. Warte mal, so. Jetzt muss erstmal ein bisschen Kruscht weg. So, wie sieht es da mit unserer Erdbeere aus? Soweit ganz gut. Annie sollte noch dazu machen für Demetrios Geburtstag. So. Der ganze Kram kann wieder alles weg, außer... da haben wir noch genug. Okay, ja, das gibt richtig fette Einnahme, ihr liebe Leute. So. Da noch. Hopp. Und dann machen wir das noch. Und dann gehen wir noch zu Clint und zu Pierre. Wir gucken nochmal wegen der Melone, ob wir die noch hinkriegen. Und dann brauchen wir noch was ersatzweise für die Sternfrucht. Oh, da ist leider ein WC kaputt gegangen, wie es aussieht. Das ist sehr schade. Dann hauen wir gleich mal raus. Das scheint wohl auch im Zuge von dem Gewitter passiert zu sein. Na gut, dann kaufen wir halt auch noch ein WC noch. Sollte eigentlich kein Problem sein. Also ein WC, 2 Melone und für die Sternfrucht brauchen wir noch was. Gut. Der kann später wieder rein. Lasst mich durch. So, mein Gaul parkt mal wieder unten. Ah, und mal endlich wieder seit langem ein Trüffel. Ala hopp. So. Gut, dann gehen wir nochmal runter einkaufen und schauen mal, was uns jetzt nochmal erwartet. Eventuell finden wir ja wieder so ein paar lustige Dorfbewohnergeschichten. Schauen wir doch mal. Das kann ja alles noch besser werden, noch deine 3 immens traurige Geschichten vom letzten Tag. Geburtstag oder so verpasse ich nicht, genau. So, mein lieber Pierre. 12 Tage kriegen wir hier. Dann machen wir 48. Komm schon. Genau, die 48. Dann brauchen wir noch Ersatz. Bin ich eigentlich schon fast davor, wieder Rotkohl zu nehmen, statt die Sternefrucht. Okay, gut. Sieht soweit ordentlich aus. NWC fehlt uns noch. Genau, oder? Ja. NWC, wo haben wir ihn dann? Da ist er. So. Okay. Sehr schön. Da wird das noch erledigt und wir gehen noch zu Clint rüber. Ja, hier kann ich euch bei der Gelegenheit auch noch zeigen, nachdem wir mit dem Gemeindezentrum fertig sind. Terminated. Joja Markt ist tot. Sehr schön.
Der gefällt mir am besten terminiert, der Markt. Gucken wir doch mal, ob hier noch möglicherweise Artefakte drin sind, die wir noch nicht kennen. Marmor haben wir, glaube ich, schon abgeben, ne? Das dürfte man auch schon geben. Haben wir Malachit? Na. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Ups, komm schon. Schauen wir doch mal. Ja, sieht's wohl so aus, als hätte ich nichts Neues für dich. Schade drum. Oh, prähistorische Rippe. Die habe ich allerdings noch nicht. Die kann ich doch haben, wenn ich hier zufällig auf Menschenknochen gestoßen bin. Es wird aber mal an der Zeit, dass ich den dappische Kanalisationsschlüssel mal endlich krieg. Dann möchte ich eigentlich noch mal kurz an den Strand, in der Hoffnung, dass da noch ein paar Artefaktplätze sind. Ich muss gerade mal gucken. Meiner Geldbörse ist leider kein Kanalisationsschlüssel. Was bin ich eigentlich derzeit so? Farmer, Stufe 20. Okay. Oh, der ist ein bisschen krummelig. Was ist mit dir los? Wir sind auch nur erst bei M. Herz. Na gut. Die Freundschaft zu ihm sollten wir mal dringend pflegen. Das sieht dann nicht so aus, als hätten wir... Ah ja, da haben wir noch einen Artefaktplatz. Und ein Anker ist da drin. Jo, den können wir auch direkt an Gunther weiterleiten. Das ist auch gar nicht mal die dümmste Idee, die ich gehabt habe. So. Dann schnell noch weiterleiten. Wie lange hängen dann die auf? 16 Uhr oder 17 Uhr? Ich weiß es alles nicht. Schauen wir doch gerade mal. 18 Uhr sogar. Hui. So, mein Freund. Oh, scheiße. Jetzt habe ich den komplett falsch hingelegt. Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Na, egal. Aber anscheinend war es noch keine Belohnung wert. Schade drum. Naja, wir suchen einfach fleißig weiter. Und ich habe die Hoffnung, dass ich dann doch irgendwann mal in nächster Zeit auch mal das freischalten kann, die Kanalisation, weil dann können wir nämlich auch weiter zu der Hex gehen. So, wir halten natürlich immer noch weiter die Aare offen. Weil bei uns auf dem Pelzer Hof werden wir wahrscheinlich noch die dappische Hinkelstatue treffen, ne? Wenn wir da noch Artefaktplätze graben. Gut, das kann durchreihen. Das dort, die Kohle durchreihe. Das hier Reihe, das kommt fort, genauso wie das. Der kommt hier rein, genau. Die Trüffel kommt da overrein für Öl. Und dann pflücken wir mal die ganze Sternefrüchte. Nein, ich mag sie nicht essen. Oh, das wird fett die Ausbeute geben, ihr liebe Leid. Ihr liebe Leid. Das gibt eine mordsmäßige Ausbeute. So, da schmeißen wir jetzt ersatzweise von der Sternefrucht der Rotkohl drauf. Der braucht nämlich nur 9 Tage. So, das sieht doch gut aus. Dann, müssen wir noch zu der anderen 2 Felder rüber. Da können wir dann nämlich schön die Melone wieder neu drauf machen. So, ja, das wird ordentlich geben. Okay, Melone Ahoi. Damit wir da nämlich auch wieder richtig geile Erträge kriegen. Und wenn es dann dunkel ist, können wir direkt weitermachen, wenn die Batterien schon gut sein sollten. Dass wir unmittelbar weitermachen mit der Beleuchtung. So, das werden jetzt auch die letzten Tiere gewesen sein. Also rein mit euch. Die Saat brauche ich noch. Und die kommt jetzt hier rein. Sehr schön. Guterla. Dann gucken wir noch, ob wir ein paar Sternefrüchte aufbewahren wollen. Wie schaut es dann aus? 2 habe ich. Machen wir doch 5 draus. Und der Rest wird verkauft. So. Dann wollte ich noch wegen der Laterne gucken. Da brauchen wir Holz.
Okay, dann holen wir uns das Holz. Runter muss noch der Käse zum Reifen. Damit es so ein richtig schöner, stinkiger Handkäse wird, muss das Zeug definitiv gut reifen. Ja, ein echter Pelzer Handkäse aus Lost. Der muss so kräftig stinken, dass sogar ich mit meiner 12% Geruchssinn das riech. Nur dann, und auch wirklich nur dann, ist der optimal. So. Dann machen wir doch gleich mal 3 Stück von den Dinger. Und dann ist wieder gut. So, jetzt bräuchten wir es dann dafür wirklich mal dunkel. Damit man die Dinger auch an der richtigen Ort hier stellen. So, zack. Und zack. Dann gucken wir doch mal, wo wir die Teile hier stellen. Warte mal. Gießkannen können wir bei der Gelegenheit auch nochmal gleich auffüllen. So, und dann schauen wir mal. Hier wird im Mittelteil schon gemacht. Da ist eigentlich, da könnte man theoretisch hier beim Brunnen noch einer aufstellen, ne? Warte mal. Könnte man theoretisch da einer hinstellen. Dann ist nämlich da und da beleuchtet, weil hier fehlt und, ne, wobei, das ist Quatsch. Weil da haben wir ja eigentlich, ne? Das heißt, wir brauchen viel eher in dem Bereich was. Dass wir in den Bereich eigentlich stellen. Und hier in dem Bereich bräuchten wir auch was, ne? Das heißt, dann können wir da noch eine hier klatschen, damit der Bereich over und beleuchtet ist, nicht erleuchtet. Da haben wir hier noch Mitte drin eine, die relativ gut passt. Und da können wir noch eine hier machen. Und hier zu der Gastarbeiter können wir definitiv auch noch eine setzen. Die Frucht, die Frucht ist nur wo hier. Mit in die Pampa möchte ich das eigentlich gern setzen. Dann doch lieber hier. Dann, da ist aber der Bereich da drüben nicht beleuchtet. Dann könnte man da noch eine hier stellen, ne? Da ist aber das nicht beleuchtet. So ein Mist, so ein Elender. Wisst was? Wir machen das folgendermaßen. Da ich jetzt auch schon mal Städte bei habe, machen wir da noch ein paar Trittstellweg. So, und zwar gehen wir... Da gibt es noch den Weg. Gehen wir hier den Weg entlang. Und da können wir eh nicht pflastern, ne? So, ne? Da geht's nicht. Dann wird das erstmal gepflastert hier. Und dann machen wir den Weg ab hier richtig. So, okay. Warte mal. So, gucken wir doch mal. Okay, hier ist nicht machbar. Na gut, dann haben wir einer übrig. Und dann Ende, den wir übrig haben, dann... ist der Teufel, wo machen wir dann denn hier, ne? Hier, nee, da passt überall nicht. Suchen wir halt irgendwo noch der Anschluss oder wo. 1, 2, 3, 4. Machen wir erst nochmal 4 weitere. Dann ist es nämlich nicht verschwendet. Dann klatschen wir den do kurz raus. Gott, wie duscht das hier auf einmal wird. Und stellen den do hier wieder. Dann haben wir nämlich hier den Weg. So. Und nicht anders. Und dann machen wir hier das Ding am Ende von dem Weg. Und dann haben wir eigentlich auch theoretisch Großvaters Schrein, wie er sein sollte. Und beide Hütten sind auch noch beleuchtet. Als nächstes käme dann die Baumschule noch dran. Okay, ihr liebe Leute, ich denke, das war's mal wieder für heute. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Wo dann, ich weiß gar nicht, wer hat dann da Geburtstag? Ich glaube, Sam dürfte Geburtstag haben dann, ne? Alex hatten wir. Nee, da haben wir erstmal nix. Alles klar, dann sehen wir uns übermorgen wieder. Ayan Yankee.